Frohe Weihnachten. Wir feiern heute Weihnachten. Und das ist ein berühmtes Fest. Es ist eine jährliche Tradition. Das Glück von allen kleinen und allen grossen Kindern. Das Fest von der Liebe, Familienzusammenkunft und somit auch Konfliktherd. Für einige der Schmerz von der Einsamkeit, für andere der absolute Überdruss von Beziehungen. Aber auch Wirtschaftsantrieber, der Höhepunkt vom stressigsten Monat vom Jahr, halt eben Weihnachten. Ich möchte euch heute in eine etwas andere Weihnachtsgeschichte mitnehmen. Und zwar ins Jahr 70 nach Christus. Da hat ein Mann einen Brief geschrieben an einige Gemeinden, wo er der Leiter davon war. Und zwar in der Provinz Kleinasien. Die meisten von euch kennen das unter dem Namen Türkei, weil das dort ist, wo ihr vielleicht in die Ferien geht ab und zu. Und es ist sein ganz persönliches Weihnachtszeugnis. Man könnte vielleicht sagen, so ein Weihnachtsbrief, wie vielleicht du auch den einen oder anderen geschrieben hast in diesem Jahr. Es ist ein Mann, der den Brief schreibt, den Jesus persönlich kennt hat. Also, er war eine Weile lang sogar sehr eng mit ihm unterwegs gewesen. Er ist über 3 Jahre hinweg ihm nachgefolgt und hat Jesus seinen Rabbi genannt, seinen Lehrer, und zwar durch Galiläa und Judäa. Der Name von dem Mann, der den Brief schreibt, ist Johannes. Und viele von uns kennen ihn auch unter dem Namen der Jünger, wo Jesus lieb hat. Er ist eine berühmte Figur, weil er hat ein Evangelium geschrieben, einen Bericht über Jesus und sein Leben. Und in der Zwischenzeit hat er tatsächlich ein bisschen Karriere angelegt. Also von dem Schüler, von dem Lehrling ist er angewachsen zu einem Gemeindeleiter von mehreren Kirchen in der Provinz Kleinasien, Hausgemeinden rund um die antike Stadt Ephesus. Und dann schreibt er eben einen Brief. Und er schreibt Folgendes. 1. Johannes, Kapitel 1. Wir lesen die ersten Sätze von seinem Brief. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Der Johannes schreibt den Brief aus einem Grund. Er kennt seine Gemeinde oder seine Gemeinde, die Gruppen von Leuten, die er betreut hat. Und etwas hat diese Leute bewegt. Sie haben sich nämlich gefragt, was mit dem Jesus auf sich hat. Einige von ihnen, die sind schon viele Jahre mit Jesus, als Nachfolger von Jesus unterwegs gewesen, mit dem Johannes zusammen, haben die Lehre, den Glauben angenommen und gesagt, an das glaube ich. Aber sie haben auch in einem Kontext gelebt, griechischen Kontext, antike griechischer Kontext, Philosophien. Da hat es viele Menschen gegeben, die haben gesagt, du ganz ehrlich, was hat es da mit dem jüdischen Philosoph namens Jesus von Nazareth auf sich? Und somit ist das auch die Frage, die Gemeinde beschäftigt hat, was ist denn da an diesen Weihnachten genau geschehen? Und der Johannes wird ihnen eine Antwort geben. Der Johannes wird sie einladen, über das nachzudenken. Die Frage, die beschäftigt hat, ist, ganz ehrlich, kann es sein, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wie kann ein Gott einen Sohn haben? Wie kann ein Gott selber Mensch werden? Und wie gesagt, unter diesen fragenden Leuten in diesen Gemeinden hat es Leute gegeben mit unterschiedlichsten Hintergründen. Und ich habe mir so überlegt, das sind eigentlich Fragen, die auch für heute noch recht relevant sind. Weihnachten, behaupte ich jetzt einfach mal, kennt jede Person in der Schweiz als einen Begriff. Weil dann hat man frei. Das ist schon mal cool, ausser dummerweise, es fällt aufs Wochenende, das gibt es auch ab und zu. Aber grundsätzlich kennt man das. Es sind beliebte Festtage. Es sind Momente, um aus dem Alltagsstress aufzutauchen. Es sind Momente, wo man sich besinnt auf Sachen. Und Weihnachten ist so mit viel Inhalt gefüllt worden. Wir reden eben, wie schon gesagt, vom Fest von der Liebe und vom Frieden. Wir beschenken einander. Und der Konsum wird durchaus auch marketingtechnisch angetrieben in diesen Monaten rund um Weihnachten. Und so haben sich im Laufe der 2000-jährigen Geschichte von dem Fest auch einige Staubschichten und ein paar Geschichtsfilter über das Fest gelegt. Und um euch so ein bisschen mit trainieren, habe ich mal eine kleine Aufstellung zusammengestellt.
Und wie das der Timon schon gut erwähnt hat in der Einleitung, ich glaube, eigentlich fängt es schon im November an. Mit dem Black Friday, wo alle ihr Schnäppeljäger dann online sitzen und auf Galaxus, darf ich nicht erwähnen da vorne, gerade schon um Mitternacht loslegen, um das Beste ergattern. Und dann geht es weiter mit Rebenlichtli, Samichlaus, Erdnüssli und Mandarinli, Weihnachtsbäumli mit Schmuck, Glühwein, Grittibenze, Adventskalender, Lichterketten, Weihnachtsmärkte, Adventsfenster, Geschenkli, Wichteln, Gutzli backen, Adventskränze, Kerzen, Käse oder Fleischfondue, hast du vielleicht immer noch im Magen von gestern Abend, rührselige Geschichten, Lametta, Weihnachtsfilm, mein Geheimtipp, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, Geschenkpapier, kitschige Werbespots von Migros und Coop, Krippen, ausverkauft, der kommt schon bald, bis parat, Weihnachtsessen mit der Firma, das muss auch noch sein, Weihnachtslieder, ich meine die poppigen, Last Christmas, I gave you my heart, Familienfester, Weihnachtskarten, Panettone, Krippenspiel, Weihnachtsmusical, Schnee, leider nein das Jahr, und vielleicht noch der Besuch von einem Weihnachtsgottesdienst. Herzlich willkommen. Wie viel davon gehört zu deiner Weihnachtszeit? Alles. Alles. Oder recht viel. Und was dabei eher im Hintergrund geratet, ist die Frage, was hat der Ursprung von dem Fest mit unserem Leben zu tun? 2022, schon fast 23. Was hat es mit dieser Geburt vom Christkindli auf sich? Was macht diese Geburt so Besonderes? Egal, ob du schon über Jahre Jesus nachfolgst oder ob du vielleicht, weil Weihnachten ist, dich wieder mal in einen Gottesdienst gewagt hast. Ich möchte dich heute auf diese Frage einladen, dieser nachzugehen. Und um das zu machen, schauen wir zusammen nochmal in den Einleitungssatz von Johannes, seinem Weihnachtsbrief an die Gemeinde in Kleinasien. Und wir lesen da jetzt im Vers 2. Der Johannes schreibt nämlich dort, ja, das Leben ist erschienen, das könnt wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden das jetzt euch, das ewige Leben, das, was beim Vater war und unter uns erschienen ist. Er sagt also Folgendes. Weihnachten gibt es, weil das Leben erschienen ist. Und er meint damit nicht das Gleiche wie bei jeder natürlichen Geburt. Ich habe mich informiert, im Schnitt kommen jeden Tag 226'000 Babys auf die Welt. Also, es kann nicht eins von diesen 226'000 sein, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil es hat eine grössere Bedeutung. Das Leben hat in diesem Fall einen anderen Anspruch, einen gewichtigeren. Und wir lesen, was er damit meint. Er präzisiert nämlich dann das ewige Leben. Und der Johannes meint damit das Jesuskind. Die Geburt von dem Jesuskind steht für das ewige Leben. Und mit diesen einfachen Sätzen im Vers 1, wo er sagt, dass das von allem Anfang an war, und dass er im Vers 2 nachher sagt, dass es beim Vater war, mit dem gibt er dem Kind Göttlichkeitsanspruch. Das war für die Juden eine Gotteslästerung und für die Griechen absoluter Irrsinn, weil ein Gott kann nicht Mensch werden. Aber jedem ist klar gewesen, was er meint. Das ewige Leben heisst, Gott ist Mensch geworden. Weihnachten ist, weil Gott Mensch geworden ist. Und diesen Fakt, den haben sie damals nicht können. Und ehrlich gesagt, auch wir heute können den nicht mit unserem Verstand erfassen. Wie kann Gott Mensch werden? Aber die Weihnachtsgeschichte zeigt genau das aus. Dass Jesus gelebt hat, das ist ein historischer Fakt und wissenschaftlich unbestritten. Die Weltgemeinschaft glaubt an das. Jesus hat es gegeben. Jesus von Nazareth ist eine historische Person. Aber ist er Gott? Der Sohn von Gott? Und genau auf das geht der Johannes in seinem Bericht, in seinem Weihnachtsbrief ein. Weil er versteht, dass man es nicht verstehen kann. Darum spricht er den Sinn an von den Menschen. Er geht auf Sinneserlebnis ein. Und vielleicht macht das Weihnachten so Besonderes. Weil wenn Gott Mensch geworden ist, dann hat er sich in unsere begrenzte Sphäre begeben und sich für uns erlebt und erfassbar gemacht. Und genau über das berichtet er in diesen Sätzen. Und ich möchte euch mitnehmen auf den ersten Aspekt davon. Und wir fangen an mit dem ersten Hinweis von Johannes und es geht um den Hörsinn. Und er schreibt der Gemeinde, wir haben es gehört. Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen.
Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Nicht nur der Johannes hat gehört. Auch die Hirten auf dem Feld haben gehört. Und zwar die Worte, die der Engel zu ihnen geredet hat, das sind die berühmten Worte, die uns der Lukas in seinem Evangelium überliefert. Und ehrlich gesagt ist das für sie ein absolutes Spektakel gewesen. Weil tief in der jüdischen Volksseele ist der einzige Wunsch präsent gewesen, über Jahrhunderte hinweg. Wann kommt der versprochene Retter, der Messias, der Christus? Sie haben gebrannt auf das. Oder sie haben gewartet auf das. Und man könnte sagen, es ist wie so ein trockenes Büscheli Holz. Und die Stimme, die sie gehört haben, ist ein Funke, der Erwartung geweckt hat und zu einem Feuer entzünden lassen hat. Sie haben gehört. Und das hat ihre Erwartung geweckt. An all das, was sie schon so lange darauf gewartet haben. Aber auch, sie haben gehört. Und sie sind erstaunt gewesen. Weil ganz ehrlich, ein Kind, der versprochene Retter. Ein Kind, nichts Mächtiges. In einer Futterkrippe. Ärmlich. Die Hirten haben gehört. Und sie haben erwartet. Aber sie sind sicher auch erstaunt gewesen. Und Weihnachten 2022 ist meine Frage an dich, was erwartest du? Auf was hoffst du? Auf was wartest du schon lange? Wie reagierst du, wenn du hörst und es vielleicht sogar erstaunt, weil es anders ist, als du gedacht hast? Schiebst es du weg, wenn das, was du hörst, nicht dem entspricht, was du dir vorgestellt hast? Sagst du, nein, das kann nicht sein? Oder lässt du dich bewegen? Ich lade uns alle heute ein, an diesen Weihnachten zum Hören. Vielleicht hörst du Worte, wo Menschen in deinem Umfeld reden, wo sie dir zureden. Vielleicht haben sie immer wieder versucht, dich auf den Jesus aufmerksam zu machen. Vielleicht hörst du aber auch, schon über die letzten Wochen, Tage, vielleicht ganz besonders an diesen Tagen, eine Stimme in dir drin. Und vielleicht redet sie genau den Funken Hoffnung zu dir, den du brauchst. An diesen Weihnachten. Jesus war vom Engel angekündigt, aber er hat sich auch selber Gehör verschafft. Und man könnte sagen, das Wort vom Leben, wie es der Johannes sagt, hat selber Wort vom Leben geredet. Hörst du ihn? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Hören und sich davon bewegen lassen. Bei den Hirten war es genau so. Sie haben sich bewegen lassen. Ja, sie haben sich selber bewegt. Und zwar zackig. Der Lukas berichtet uns, dass sie dann gesagt haben, kommt, wir gehen schnell nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist. Weil wir haben es jetzt gehört. Wir wollen sehen, was der Herr uns verkündet hat. Und sie haben sich sofort auf den Weg gemacht. Hören führt zur Bewegung. Und oft weckt es auch Sehnsucht, dass wir sehen können. Und um zu sehen, muss man sich manchmal in Bewegung setzen, zum Nähe zu schaffen. Aber vor allem muss man auch seine Augen offen haben. Und ehrlich gesagt haben das nicht nur die Hirten gemacht, sondern auch der Johannes, der Jünger. Damals, wo Jesus ihm begegnet ist und ihn angetroffen hat, mitten in seinem Alltag und gesagt hat, hey du, Johannes, komm, folg mir nach. Er hat sich in Bewegung gesetzt, weil er wollte sehen. Er wollte lernen von dem Rabbi und das geht über ein verstandesmäßiges Lernen aus. Und es war ein Beobachten, ein Mitgehen, ein eben auch visuell Erleben. Wie lebt der Rabbi Jesus? Und so berichtet er es eben ganz genau auch seinen Gemeinden. Und er sagt ihnen in seinem Weihnachtsbrief, wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut. Das Wort
vom Leben. Und zum Sehen, das möchten wir jetzt auch miteinander erfahren. Und für das brauche ich ein paar von euch, die sich mit in Bewegung setzen. Und ihr seid schon vordefiniert, weil ihr habt nämlich euch an einen Platz gesetzt, wo ihr jetzt eingeladen seid, in eine kleine Aktion mitzumachen. Keine Angst, das wird nicht peinlich oder so. Aber die Menschen, die da jetzt auf dieser Abtreppung sitzen, die dürfen jetzt vor sich am Boden schauen. Und wenn ihr irgendwo so einen gelben kleinen Punkt seht vor euch am Boden angeklebt, dann werdet ihr jetzt eingeladen, um euer Handy vorzunehmen und dort eine Taschenlampe anzustellen. Und falls ihr merkt, links und rechts ist jemand ohne Taschenlampe, dann helft ihm doch rasch aus oder schaut, ob neben euch im freien Platz ist. Wenn ein Punkt ist, dann rutscht rasch über für die Aktion. Und wir möchten miteinander uns das hier begeben und mal sehen, was da entsteht. Sehen. Und alle anderen dürfen ihre Augen weit offen halten und ihr dürft gerne auf dem Screen vorne schauen. Ihr solltet es nämlich dort entdecken miteinander. Und hebt doch euer Handy, das alles etwa gleich machen, so ungefähr so auf Kopfhöhe vor euch, dass dann auch so Koordination etwa stimmt. Und ich bin gespannt, was da entsteht. Und wir schauen gut. Etwa auf Kopfhöhe, hebt das Handy so vor euer Gesicht am besten. Genau. Jetzt hat es, glaube ich, dort noch. Und ich verrate euch, was es heissen sollte. Dann könnt ihr euch noch ein bisschen helfen und richten. Da steht nämlich Leben. Leben. Ja, jetzt. Und wir lesen im 1. Johannes 1, Vers 2, und ihr dürft gerne mal so rasch innehalten und lasst das mal auf euch wirken mit dem Auge. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Was der Johannes gesehen hat, ist wahres Leben gewesen. Das Wort vom Leben. Jesus, Gott, der Mensch geworden ist. Leben in Form von Hingabe für andere. Leben in Form von Liebe. Leben in Form von Klarheit. Leben in Form von Annahme. Leben in Form von Wunder. Leben mitten im Alltag. Ich möchte dich heute fragen, möchtest du sehen? Danke vielmals allen, die mitgemacht haben. Möchtest du sehen? Vielleicht ist Weihnachten 2022 für dich der Moment, um zu sagen, hey, beweg dich hin und mach deine Augen weit auf. Hin zur Krippe, hin zu Jesus. Jesus will sich uns zeigen. Für das steht Weihnachten. Und wir können sein Handeln sehen. Oft sehen wir es durch Menschen, die uns in unserem Alltag begleiten, die Jesus beauftragt haben, ihn zu repräsentieren. Aber wie bei den Hirten braucht es eine Bewegung hin, um zu sehen. Und das ist meine Motivation heute für dich. Diese Weihnacht soll dich einladen, aktiv Ausschau zu halten, nach dem ewigen Leben von Jesus. Dich sinnbildlich hin zu der Krippe zu bewegen und dich zu öffnen und zu sagen, Jesus, ich möchte dich sehen. Jesus, ich möchte deine Möglichkeiten sehen. Jesus, ich möchte deine Hoffnung sehen. Und dann kommt der dritte Aspekt, von dem der Johannes uns berichtet. Ein Aspekt, der nicht mit dem Verstand erfasst ist, sondern wo du erlebst. Und es geht um Berührung. Nach dem Hören und nach dem Sehen kommt Berührung. In unserem Sprachgebrauch reden wir davon, wenn einem etwas berührt, dann bewegt es innerlich. Im Herz, in der Seele, ja unser ganzes Sein ist dann bewegt. Berührung steht für enorme Veränderungskraft. Und schon Menge unter uns haben gesagt, es hat mich etwas berührt und das hat mein Leben verändert. Und der Johannes schreibt genau das. Wir haben es mit unseren Händen berührt. Das Wort vom Leben. Darum ist Weihnachten. Und ehrlich gesagt sehe ich das auch in dieser Krippengeschichte, im Krippenspiel, in dem, was der Lukas uns berichtet. Wo die Hirten gekommen sind zu Maria und Josef von der Stall an. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Die sind gerannt. Die sind ausser Schnuff gewesen. Die haben vielleicht aus ihrem Lederbeutel mit Wasser drin einen Schluck genommen, weil sie wirklich sich angestrengt haben zum Ankommen. Sie haben möglicherweise an den Schuppen geklopft und den Josef hat aufgemacht. Sie haben gesagt, wir müssen ihn. Wir müssen den Retter sehen. Und
wir können es uns ja nur vorstellen, ich vermute nicht, dass es ein Hinterzimmer gab und der Josef dann gesagt hat, kommt mal in die Stube und sitzt da. Maria ist gerade am Stillen und muss noch ein paar Wickel machen und so. Ihr könnt jetzt nicht dazu. So stellen wir vor, dass sie angekommen sind und ehrlich gesagt, auch ein bisschen egal, was Maria und Josef sagen, dass der Retter anlangen wollten. Wollen zu ihm näher kommen, ihn streicheln, sein Händchen heben. Mal den Finger so geben, dem Baby. Vielleicht sogar das mal in die Hand nehmen und anschauen. Liebkosen. Nähe schaffen. Wenn schon die Sicht auf etwas eine gewisse Nähe bedeutet, dann braucht es Berührung, ein Abbauen von jeglicher Distanz. Und das ist auch herausfordernd, etwas so intim näher kommen zu lassen. Teilweise ist das schön, aber teilweise sträubt sich alles in uns dagegen. Berührung kommt nur dann stand, wenn wir jegliche Abgrenzung abbauen. Und wir alle leben von Berührungen. Berührungen sind für die Entwicklung von jedem Menschen entscheidend wichtig. Berührungen im Leben von einem Neugeborenen aktivieren die Hirnaktivität und gleichen sie an die der Eltern. Faszinierend. Ohne Berührung verkümmert den Mensch. Berührung ist mega wichtig. Aber sie braucht Vertrauen. Um sie zuzulassen, das kostet uns etwas. Etwas so nahe kommen zu lassen, heisst, Schutzmauern abzubauen. Und das kann so herausfordern, weil wir manchmal Angst haben vor Berührungen. Weil uns etwas abstößt. Weil wir manchmal auch Gedanken und Fantasien haben, ja manchmal auch faktisch etwas vielleicht unrein ist. Jemand unrein ist. Wir möchten nicht in Berührung kommen damit. Weil es uns anstecken könnte, weil wir dreckig werden könnten. Aber es gibt noch viel Extremeres. Wir möchten keine Berührung, weil wir schon Berührung zugelassen haben und verletzt worden sind. Weil wir vielleicht auch Missbrauch erlebt haben in Form von Berührung. Grenzüberschreitungen. Und darum wollen wir sie nicht mehr. Der Johannes schreibt, wir haben es berührt mit unseren Händen. Das Wort vom Leben. Und wir haben euch heute etwas mit auf den Weg gegeben, hier in den Saal rein, und das ist ein Kärtchen. Und ihr dürft das jetzt führen nehmen. Die meisten von uns sollten so eins bekommen haben. Und auf dem Kärtchen ist etwas eingraviert oder so eingepresst in Brailleschrift. Das ist Blindenschrift. Und du darfst das jetzt mal führen nehmen und mal auch ertasten. Eben so richtig berühren. Da musst du die Distanz verringern. Da musst du dich darauf einlassen. Und ich will mal in die Runde hier fragen, ob jemand von euch das lesen kann. Ich schaue mal aus, ob sich da jemand meldet. Ich sehe gerade niemanden. Dann lade ich euch ein, mal das nochmal so richtig zu spüren, vielleicht die Augen auch zuzumachen und die Berührung wahrzunehmen. Und dann dürft ihr eure Augen auftun und miteinander lösen wir auf, was da steht, was da in euren Händen liegt. Immanuel, Gott mit uns. Ein Wort aus dem Prophet Jesaja, wo er schreibt, der Herr gibt euch ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Und er heißt Immanuel. Gott ist mit uns. Weihnachten 2022 heisst, Gott ist uns näher gekommen. Gott ist dir näher gekommen. So näher, dass Berührung möglich ist. Und das ist entscheidend. Um die wahre Kraft von Weihnachten zu ergreifen, hat Gott Nähe schaffen. Weil wir Menschen es manchmal nicht anbringen, die Nähe herzustellen. Und er ist selber Mensch geworden. Und er ist auf die Erde gekommen. Und Menschen haben unterschiedlich auf ihn reagiert. Einige haben ihm näher sein. Und zwar so extrem, dass er ja seine Jünger teilweise fast als Bodyguards gebraucht hat. Und müssen die Leute ein bisschen von ihm fernhalten. Die haben alle Hoffnung auf ihn gesetzt. Die haben gesagt, ich brauche die Berührung von dem Meister, von dem Lehrer, von dem Rabbi. Ich will ihn berühren. Ich denke da zum Beispiel an die blutflüssige Frau. Alle Hoffnung auf ihn gesetzt, alle Glauben. Und irgendwie hat sie es geschafft, den Mantelzipfel von Jesus zu berühren. Und sie ist heil geworden. Ich denke aber auch an all die das Wirken von Jesus begleitet haben und dem kritisch gegenübergestanden sind. Gesagt haben, was ist jetzt das wieder für ein Sektenguru? Was ist jetzt das für ein Extremist? Das ist mir nicht ganz geschmuch. Sie haben ihn beobachtet, von den Winkeln aus den Gassen raus. So ein bisschen aus der 5., 6., 7., 8. Reihe.
Ich denke besonders an das prominenteste Beispiel der Zweifler, an Thomas, den Jünger. 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Aber zum Schluss kam, nein, ich kann es nicht glauben. Er ist tot. Er ist gestorben. Das ist nicht der Sohn von Gott. Auch er hat eine Berührung gebraucht. Eine Berührung, die sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Egal, zu welcher Gruppe von Menschen du dich zählst, wir alle brauchen eine Berührung. Wir brauchen nur eine Berührung. Aber eine Berührung brauchen wir. Und ich möchte dich heute an Weihnachten 2022 einladen. Wenn dein Leben irgendwie ins Stocken geraten ist, wenn deine Hoffnung schwindet, obwohl du das Wunder dringend nötig hättest, wenn deine Gedanken Zweifel an der Existenz von einem guten Gott, der sich persönlich gezeigt hat, aufkommen lassen, dann ist Weihnachten der Moment, um dir zu sagen, du brauchst eine Berührung. Und es gibt gute Nachrichten. Gott ist näher gekommen. Spürbar näher. Ist es vielleicht an dir, die Nähe auch zuzulassen? Mein Gebet ist, dass wir Gott an diesen Weihnachten neu erleben können. Weil Gott ist Mensch geworden. Frohe Weihnachten.